Es ist Jimmys letzter Tag für heuer hier in Kalifornien. Wir fassen zusammen, was sich seit seiner letzten Visite vor 4 Jahren alles geändert hat. Für alle die schon länger nicht mehr hier waren und nicht ganz sicher sind, ob sie gleich wieder mal kommen wollen. Ciao zusammen, René hier, herzlich willkommen in unserem wachsenden Grüppli von Leuten, die etwas anders durchs Leben gehen als die meisten anderen. Du Jimmy, wann genau bist du das letzte Mal hier gewesen? Freitag, der 13. März, also Freitag, der 13. 2020, kann ich eigentlich so fast ein bisschen fluchtartig Kalifornien verlassen mit dem letzten Swiss-Flüger, der von LA auf Zürich geflogen ist. Ja, weil wir wollten noch ein paar Sachen machen. Wir wollten noch auf Santa Barbara wollen. Dann haben wir noch mal mit Besinnen, sind wir in Cardiff bei der Sea gewesen, haben noch das Corona gehabt und noch gewitzelt. Ja. Wegen Corona, das Corona nehmen, von eins am See. Und gestern habe ich noch das Corona genommen. Ja, gerade extra. Von Mexiko. Und dann eine Woche später Ja. bist du auf den letzten Flüger. Ja, ich wäre etwa noch gut 2 Wochen wäre ich noch da geblieben. Aber ich hat mich dann irgendwie unwohl gedacht. Irgendwie habe ich gewusst, wenn das weiter zunimmt, so wie die Prognosen waren, bin ich auch fast ein bisschen wohler, wenn ich daheim in der Schweiz bin. Ja, ich habe mich ich habe noch ein bisschen gestünkelt und gesagt, nee, was hast du jetzt da, dem Seich da, das ziehen wir durch. Und dann, aber auch eine Woche, 2 später, haben sie ja hier den Strand zugetan, also wir hätten nicht einmal mehr hier ins Wasser können. Es hat keinen Sinn gemacht. Ja. Schlussendlich hast du schon recht gehabt, dass du gesagt hast, nein, geh heim, da bin ich am wohlsten. Übrigens, die damalige Episode mit Jimmy ist rausgekommen vor 4 Jahren und hat geheissen, das war so nicht geplant. Ihr findet es immer noch auf meinem YouTube-Kanal von unten. Jetzt, wo du wieder da bist, sind dir Sachen aufgefallen, die anders sind, die sich verändert haben. Ja, es sind diverse Sachen. Ich möchte jetzt zuerst mal sagen, ich bin ja jetzt fast einen Monat später da, weil ich im Strandbad nicht mehr Vorarbeiten machen. Und von der erst am 1. Mai am Flussbad Schwäbisdorf, das bin ich jetzt fast einen Monat später da. Und habe wirklich gemeint, es sei ein bisschen wettermässig, wassermässig, ein bisschen wärmer. Das Wasser tut gar nichts dergleichen. Also im 2020 Bau wärmer gewesen, im Februar, weder jetzt. Wasser 14, 15 Grad. Ja, so zwischen 13 und 15 Grad, ja. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich bin natürlich viel mit dem Velo unterwegs, also mit dem Beachcruiser, den ich vom René brauchen darf. Möchte ich noch eins danken sagen, dass sie den Sand irgendwie weniger wegnehmen vom Radweg. Also es ist so eine Ocean Walk Front. Und dann, wenn wirklich viel Sand ist, dann musst du, wenn du schmale Pneu hast, musst du absteigen. Hast du also keine Chance. Vielleicht, wenn er so 1 Meter breit ist, dann muss man gleich durch mit 20, 25. Aber sonst bremsen sie dich ab und gehst fast um. Was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, ja, die Preise zum Teil. Die Preise sind auch ein bisschen. Wir waren jetzt gerade noch in Cardiff, im Fish 101. Und der zum Beispiel, als ich mich besinne, hat man den Festplate für $13 und etwas bekommen, 13,95 oder 13,85. Und jetzt ist es 17,85 oder so. Ja, kannst du sagen, fast $4 ist es mehr. Ist es einfach mehr? Es ist auch nicht kleiner, es ist nicht grösser. Und wie in der Schweiz, oder, tun sie eher den Preis behalten, aber die Packung kleiner machen. Anstatt 250 Gramm, 210 Gramm. Kegi Fretz, ein bisschen kleiner, man kann es fast nicht merken. Aber wenn man eben wie nicht noch eine Ladung hat. Kannst du es vergleichen. Ja. Was mir ganz sicher ist aufgefallen, eben per Zufall, wir sind in El Porto surfen, es hat einfach extrem viele Elektrobikes. Und vor allem so ein bisschen motormässig, nicht wie bei uns. Einfach Elektro-Velo, sieht man viel, aber es sind dann geschützt mit breiten Pneu, geht zum Teil 40, 50, 60 Stundenkilometer, also sprich zwischen 30 und 40 Meilen per Stunde. Leute, die noch nie sind gefahren, also haarsträubend. Eben, wie gesagt, auch per Zufall in Porto surfen. Ich komme zum Wasser raus, Renaud war am Surfen, dann kommt ein junger Bübel zu fahren, ein junger Mann. Dann denke ich noch so für mich, das könnte Warun sein, Chandra, Rizal Tanjung, der zu Bali ist, ihr Sohn. Und es hat sich dann ergeben, es war nicht wirklich gewesen. Er war also da zwischen Manhattan und Hermosa gewesen. Und ich habe den per Zufall gesehen. Du, da, Toni ist noch hier, komm schnell Hallo sagen. Da Leute zu tun, noch heute Hallo sagen. Ja. Ciao zusammen. Du bist den Kopf abgeschnitten, dann musst du ein bisschen lachen. Ja.
Toni kommt schnell. Hast du heute, du hast frei, gell? Ja, noch ein Training und nachher, ja. Oh, eben, du hast ja auch böse. Ja. Also, merci fürs Reinschauen. Toni, hat mich gefreut, Hey, das Coach. anderes Mal. Gute Ja. Heimreise, gell? Danke vielmals. Tschüss zusammen. Ja, Elektrovelo, das hat auch mehr geprägt. Ich habe mein normales Stadtvelo ist komplett verrostet, auseinandergefallen. Ich dachte, ein neues kaufen, normales Stadtvelo. Dann, eben wie man so ist, man sollte nicht, aber auf Amazon. Dann ein normales 3-Gänger-Velo, irgendwie 280, $300. Dann dachte ich, jetzt schaue ich gleich kurz, was ein Elektrovelo würde kosten. Dann $100 mehr. Für $380 habe ich ein Elektrovelo gekauft. Und am Anfang ist er noch so ein bisschen, eben 25 Stundenkilometer gegangen. Und auf der Webseite ist dann gestanden, dass man ihn auftun kann. Dann habe ich so nicht hergebracht und den Chinesen geschrieben, das ist das Chinesische, das ist klar. Dann hat er mir einen zurückgeschrieben mit einem Video, wie ich das machen muss. Und jetzt fahre ich also mit 45 Stundenkilometer mit dem 380-frankigen Velo in der Gegend so. Das ist gefährlich, oder? Kannst nicht zuschauen. Du bist schon noch so ein bisschen in den Surfläden gewesen. Hast du dort Sachen gesehen oder sind aufgefallen? Ja, es hat einfach viele neue Brands, das ist mir ein bisschen aufgefallen. Es hat da sicher 3, 4 neue Surfbrands. Eine ist ja von John Flores, der ja jetzt gerade im Finale ist rausgekommen, gegen Jack Robinson in Margaret River. Aber preislich sind die auch, also da habe ich nicht viel gemerkt, weil meistens ich kaufe ja Sachen, die eigentlich, wenn sie im Ständer draussen sind, die sie jetzt vermehrt anfangen seit etwa 3 Wochen, einfach wo 40% runtergeschrieben ist. Und, das ist also fast gäng noch gleich eben so wahr, was sie auch nicht mehr brauchen. Ja, ich denke, Schnäppchen, wenn man auch mal schaut, findet man nach wie vor. Also das ist sicher immer auch noch der Fall. Beispiel ist irgendwie Boardshorts für $20 im Ausverkauf. Oder ich kaufe da meine Etnis Turnschuhe, die kaufe ich im Schnitt für $34. Einfach, wenn sie die Sales haben, da kann man sicher immer noch Schnäppchen machen, würde ich sagen. Was mir auch noch ist aufgefallen, eben, ich war die 2. Woche hier. Dann hat meine Vermieterin, also bei ihr, die eigentlich hier wohnt, Tammy, hat mir gemögt und gesagt, Jimmy, show it, you have to come fast. Dann bin ich rausgeschaut und es ist schon so, sie lassen vermehrt. Sie lassen dazu Zeug in die Welt tauchen. Ich bin auch so in Genuss, oder als in Genuss, ja, zum Schauen ist es ein Spektakel, wo sie die Falcon 9 haben hochgeladen. Das ist nicht weit von hier. In El Segundo, glaube ich, haben die gestartet. Weil die steht direkt einfach so Schnitt, Meer, Küste ist die Richtung Süden. Einfach Baja, Kalifornien. Und das hat man also gesehen, das Rakettchen. Die Sonne hat man zwar nicht mehr gesehen, aber die Sonne hat noch den Himmel bestrahlen. Und das hat alles ausgesehen, gewaltig. Und eben ist schon so, die vermehrt. Ich hätte mich nicht einfach besinnen. Wir sind ja ziemlich nach dem Flughafen in LA, vom LAX. Und, viele Flüger, aber eben, ich glaube, die da irgendwie mehr Zeug hoch, ist unglaublich. Ja, da unser Mexikaner-Gärtner ist armer Keib, oder? Kalifornien, er darf sein benzinbetriebene Rasenmäher nicht mehr brauchen, oder? Er muss auf Batterie umschalten und nebendran lassen sie Raketen hoch. Alle 2 Wochen mit Treibstofftank. Und Benzin ist halt auch teurer. Im Moment ist er wieder $5,10 der günstigsten Orte, normal $5,50. Und das merkt man schon, das schlägt schon ein bisschen aufs Portemonnaie. Ja, das hat sich etwas verändert. Hotels sind auch nicht unbedingt günstiger geworden. Also wir waren jetzt gerade im Motel 6, wir hatten Schwein, wir ein Wochenende gereicht, wo gar kein verlängertes Frei oder Zeug war, da haben wir jetzt $96 gezahlt. Aber das auch $150, $180 ist einfach Standard pro Nacht. Das ist schon ein schweres mittlerweile auch. Was ich vielleicht noch sagen möchte, wir sind etwa manchmal, wenn Trix und Wendu hier war, Gruß an Trix und Wendu, sind wir etwa auf Santa Monica, 3rd Street Promenade, das ist dort, wo es das Bau ins Blöd gesagt. Und da sieht es schon anders aus. Also die haben dort irgendwie 30-40% der Läden sind zu, sind gegangen. Und hier in LA ist eben so ein bisschen, wenn sie hier bis und mit $900 mitnehmen, dann Catch and Release, sagen sie. Dann holen sie sie zwar, die sind am gleichen Tag, aber dann wieder auf der Straße, werden auch nicht gross verfolgt oder haben auch nicht grosse Strafen zu befürchten. Und das Resultat ist eben auch, dass halt Geschäfte wegziehen und zutun. Schlechte Politik führt zu schlechten
Resultat. Ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt zu aktuell Amerika, unten in den Kommentaren, schreibt mir's, dann wollen wir unsere Fallfälle sehen. Der Flüger, den er holen soll, hat aus Zürich ein bisschen Verspätung. Wir wissen noch nicht so genau, wann er überhaupt kommt und überkommt. Und vielleicht hocken wir morgen noch wieder hier und Jim ist noch da. Und begrüßen euch. Und begrüßen euch wieder. Aber eigentlich wäre es der Abschiedstag und ich denke, wir machen da kurz so eine Zusammenfassung. Und dann würde ich sagen, Jimmy, war cool gewesen, perfekt. Ja. Und dann, heute sehen wir uns ein anderes Mal wieder. Jimmy sieht ihr in Thun. Sagt ihm Hallo, wenn ihr ihn seht auf der Straße. Und dann würde ich sagen, merci fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.